Season Opening am Kerzenslauf 2024. Das ist nicht nur ein Event für die Elite vom Laufsport, sondern das ist auch ein Event für Klein und Gross. Ich habe mich dieses Jahr auch angemeldet, für den 15 Kilometer Lauf zu prestieren und möchte euch mit diesem Video zeigen, wie mein Tag ist verlaufen und schlussendlich, wie ich mich an diesem Lauf habe geschlagen. Viel Spass allen und let's fetz! So, guten Morgen miteinander. Wir sind auf dem Weg zum Kerzenslauf, also wir sind schon fast da. Gestern Vorbereitung sind wir noch den Liquid Heavens gelesen. Ich weiss nicht, ob das wirklich die richtige Vorbereitung war, aber ich habe definitiv noch gut geschlafen, bin sehr ruhig, bin gar nicht nervös irgendwie. Ja. Das beruhigt. Ja, das beruhigt definitiv. Und jetzt, ja, Kerzenslauf. Ich bin hier die letzten 2 Jahre bin ich hier filmen. Und da wegen diesem Boy da. Und dann fand ich irgendwie, ja, vielleicht sollte ich mal irgendwie säckeln. Und dieses Jahr hat er den Auftrag bekommen zum Filmen und ich nicht. Darum habe ich gefunden, jetzt kann man säckeln. Nach irgendwie, keine Ahnung was, 20 Jahren Ruhestand im Spitzensport. Im Leistungssport. Ja, kann ich jetzt 20 Mal mehr säckeln, 15 Kilometer. Gucken, wie es geht. Toi, toi, toi. Ja, ja. Du bist schon letztes Jahr da gewesen. Ich bin immer da. Geiles Jahr. Prost. Das Wochenende. Tschüss zusammen. Jedes Jahr dabei, hä? Ja, ja. Viel Spaß. So, ja, ich glaube, da reihen wir langsam ein. So ein Body Mass Index sieht man etwa, wie schnell jemand säckelt. Dann erwarten wir einen grossen Explosion. Also, letzte Minute. Hey, ja. So, stopp, den Auftrag machen. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jetzt geht's los. Also, es geht los. Dauert noch gerade ein bisschen. Alle Huren eng beieinander am Anfang. Let's go! Also die Taktik für am Anfang ist mal nicht schnell rein. Ein bisschen in den Rhythmus reinkommen. Gucken, dass man ein bisschen Energie spart. Gleichzeitig muss ich aber schon sagen, ein bisschen angreifen wollte ich schon. Wirklich Stunde 15. Das ist das, was ich gehen will. Mir läuft daheim immer ein bisschen höher. Ich bekomme mehr Höhenmeter. Also bedeutet es hier einfach ja, 4 Stunden schneller. Also, let's go! Hopp, hopp, hopp! So, Kilometer 1. Okay, bis jetzt ganz gut. Ich bin froh, bin ich ein bisschen hinten gestartet. Motiviert mich, da nicht voll schon eingekesselt zu werden und ein bisschen vorwärts zu zirkeln. Kilometer 2, Beine gehen aber ich bin gut dran. Fuck, es ist viel zu warm, die Sonne ist gekommen. Glory. Hopp, 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 hopp. Oh. Wow, ist die Stiege vor dem Arsch. What the fuck. Aber dem sollte ich nachher. So, es geht langsam ab ins Bachbett. Ich kann mir langsam ein bisschen schnurren. Vorher hat es mir einfach wirklich bei dieser Steigung, bin wirklich ein bisschen steil drin. Ich weiss nicht, eine Stunde 12 da vorne muss ich ein bisschen ziehen. Weil wenn am Schluss der letzte Steigung noch kommt und ich dort nach 10 Kilometern noch nicht mehr mache, dann gehe ich wirklich kaputt. Kilometer 7. Wir sind fast in der Hälfte. So, ich bin etwa
5 Meter von dem Meter von dieser Stunde 12 entfernt. Also bleib einfach nicht hinter dem und versuche den letzten Stutz dran zu bleiben. Aber so weit, so gut. Schatten. So froh drum. Kilometer Nummer 9 und ich beim Kämpfen. Oh, jetzt geht's rauf. Hey, da bin ich auch froh. Wow. Ich hoffe, das war es mit der Steige. Ich kann nicht mehr schnurren, muss mich auf die Atmung konzentrieren. Das ist Kilometer 11. Es ist Gott sei Dank flach. Es geht langsam ein bisschen runter. Aber ich merke, wie ich wirklich jetzt nicht so verwendet vorne. Aber ja, sie gut auf fast 200 Meter Abstand. Aber ja, bleiben dran. Kilometer 13, 2 Kilometer. Die Leute sind langsam am Anziehen. Ich bin definitiv zu grob drin und muss gucken, dass ich meine Base behalten kann. Aber ja, 2 Kilometer, etwa 10 Minuten, dann habe ich es geschafft. Ah, ja. Letzten Kilometer. Aber sie hören am Ziehen. Ich will noch mal kämpfen. Hey, hey. Letzte 100 Meter, Gott vertelle ich. Gegenwind. Aber es fängt. Noch 50 Meter. Yeah! Ah. Holy shit, das war's du. Immer viele Leute. Und was steht jetzt an? Du bist einfach nicht am Arsch. Das erste Kerzenslauf, da war ich nicht komplett durchdrehen. Aber dazu noch schnurren. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich das Ding durch. Oh Mann. Oh nein, brutal gedehnt. Sonst kann ich die nächsten Tage Meter mehr. Oh, ja. Aber Knie hatte, Füße gut. Wirklich, wäre sicher mehr drin gelegen, wenn man während dem Joggen nachher während dem Sechstel noch schnurren kann. Aber ich bin mega zufrieden, so wie es ist gelaufen. Ja, Schuhe weg, es hat ein bisschen Platten gegeben, jetzt muss ich gerade die Füße ein bisschen abkühlen, der Boden ist gerade so kühl und gerade angenehm zum Laufen. Oi, oi. Hey! Hallo! Ja, das ist mir scheißegal, ich tue es dann auch noch. Oh Mann, ja, was denkst du von schon? Oder? Es war super, das Zäckchen. Mir, das Frischzapft, alkoholfrei. Ja, ich bin ein bisschen grob drin und dann musste ich ein bisschen runterfahren, aber ich habe es geschafft. Oh. Merci beaucoup. Oh, das Rüebli! Oh, jawohl! Ein Rüebli fürs Bübli. So, das wär's von meiner Seite vom Kerzenslauf 2024. Falls euch das Video hat gefallen, dann drückt den Like-Button, so würdet ihr auch mehr unterstützen, auf YouTube zu wachsen. Und falls ihr immer noch mehr sehen von meiner Seite, dann abonniert meinen Channel und dann sieht man sich bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ciao zusammen.